Ahoi. Bin gleich da. Einen wunderschönen Ahoi und Servus. Ja, wieder mal vergessen, das Bild einzuschalten, ist logisch. Wir haben die Maid of Scare. Scare? Ich denke Scare. Jawohl, passt, optimal. Ist ein Horrorspiel. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich will spielen. Drum heute. Ich bin... Ich weiß nicht genau, was es ist, sagen wir es mal so. Es ist ein Horrorspiel, definitiv. Einstellungen haben wir... Ich glaube, das passt. Phasig ist an, das müsste auch passen. Was? Ja, gut, 300 wurscht. Mauserstellung scheint sie auch cool zu sein. Sound ist auch eigentlich okay, zumindest aktuell noch, müssen wir schauen. Control haben wir nicht, wir spielen mit Tastatur aktuell. Gameplay. Deutsch haben wir Schwierigkeit gerade normal. Ja, gibt es was anderes. Einfach normal. Es gibt nur einfach und normal. Fadenkreuz ist okay, Untertitel brauchen wir nicht, Untertitelgröße haben wir nicht. Müsste eigentlich alles passen. Gut, ich würde sagen, wir starten es. Ein neues Spiel. Achso, jetzt was. Sicher, für alle, die sich auf die Atmosphäre und Story konzentrieren wollen, diesen Schwierigkeitsgrad kannst du später im Spiel nicht mehr ändern. Aha. Gegner und Schaden kommen im Spiel nicht vor. Nicht vor. Ein Gegner und Schaden kommen im Spiel nicht vor. Nicht. Manche Gegenstände können nicht erlangt werden. Manche Erfolge sind gesperrt. Unbedingt. Einfach für Spieler, die neu im Horror-Genre sind und sich eine eher entspannte Spielerfahrung wünschen. Nein. Der Spieler verfügt über mehr Gesundheit, die Gegner sind schwächer und weniger aggressiv, es gibt mehr Munition und Halteinheiten für Munition. Normal.
Für Spieler, die sich eine herausfordernde und zugleich ausgeglichene Horrorerfahrung wünschen, empfehlenswerter Schwierigkeitsgrad für die meisten Spieler. Die meisten. Die Gegner sind empfindlicher für Geräusche und reagieren schneller. Munition und Haltränge sind zwar vorhanden, aber nicht so zahlreich. Die Gegner sind herausfordernd, aber nicht überwältigend. Das wäre schwer. Für Spieler, die mutig genug sind, sich ganz auf ihre Fähigkeiten im Survival-Horror zu verlassen, der Tod ist unausweichlich. Wenn du auf diesen Schwierigkeitsgrad startest, kannst du den später im Spiel nicht mehr ändern. Oh. Es kann nur begrenzt gespeichert werden. Ah, das mag ich nicht. Die Gegner tauchen früher auf und sind viel stärker. Die Gegner verfolgen im Spiel hartnäckiger. Nein, wir machen wir nochmal. Also nur wegen dem Speichern tatsächlich, muss ich natürlich sagen. Weil, das ist immer blöd, finde ich. Nee. Kann ruhig ein bisschen brauchen. Oh, Intro. Ich müsste mal angewöhnen, dass ich die Füllpreise bei so einem Intro mache. These are not words I wish to write. Doch, auf Deutsch. My father has learned of our plans, my love. Warte mal. Dann machen wir doch Untertitel, würde ich sagen. Enter ist anwenden. Ist es angewendet? Yet there is more. Far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here, but without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Song of Horror haben wir auch noch, fällt mir gerade ein. Mega nice. Anderes Spiel aber. Und Carlo und dann Algan. Wenn ein reines Herz mag frei zu singen. Dim und Kalon Lan Alguno. Ganu. Oida! Das war laut. Benutze die Phonographen, um deinen Spielstand zu speichern. Aha, so ein Spiel bist du quasi. Okay. Hey! Notenblatt, Thomas. Evans. Evans. Wir drehen. Hui! Es glitzert. Dunkel. Hell. Dunkel. Hell. Dunkel. Nicht so viel drauf. Viel drauf. Okay, passt ja. Achso, was mache ich jetzt damit? Außer drehen? Ich kann es drehen. Achso, ich hab's dabei. Scare Island. Okay, wir bewegen uns normal. Was sind wir? Sind wir männlich, weiblich? Ich kann es gar nicht sagen. Wahrscheinlich weiblich, ne? Ne, männlich? Ich glaube, wir sind männlich? Ich weiß gar nicht. Egal. Public Notice. Wir haben irgendwas dabei. Kann ich nicht mitnehmen. Jardin. Wir drücken E. Le Huhu. Da dürfen wir nicht durch. Der typische, ich bin versperrt, weil Koffer im Weg. Springen kann man nicht. Ich kann rennen. Ich kann rennen. Hier ist zu, hier ist Crouch geht auch, okay. Na, ich will da rein. Ich will da raus? Geht da nicht. Mist. Okay. Hi. Ich hätte es da wirklich mal sauber machen können. Wisst ihr das? Scare Hotel. Achso.
Große Wiedereröffnung Scare-Hotel Sonderveranstaltung von Elizabeth Williams, der neuen Maid von Scare, Tochter des berühmten Gesangswunders Prudence Williams. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Scare Point. 30. Oktober 1897 spielt das Spiel. What the fuck? Erklärt die Koffer. Das ist mega nice, dass du da rein kannst. Finde ich sau cool. Ja. Und auch nicht. Hier ist Nüschte. Hier ist noch weniger Nüscht. Hier sind die. Kathi, hi. Ahoi, holla. Holla, holla, holla. Gerade haben wir angefangen. Glamorgan Railway, South Wales. Schiff drinnen, jetzt schon? Okay. Voll hell das Ding, ne? Kann ich anzoomen? Ne, geht nicht, gell? Scare Point. Scare Hotel. Okay. Lass mich raten, da vorne ist zu. Wir müssen da durch. Bitte ein kurzes, was bisher geschah für die WoW-Spieler im Bunde. Eigentlich ist noch gar nichts passiert bis jetzt. Wir sind nur mit dem Zug hier angekommen. Und wir haben quasi ich hätte fast eine Mail, also er spielt 1897, glaube ich, genau. Hier sieht man es 1897. Sie hier da, die linke, ist wohl die Tochter von ihr. Sie hat hier früher gesungen, jetzt singt sie hier. Und ist die neue Maid von Scare. Ende. Große Wiedereröffnung Scare Hotel Sondervorstellung von Elizabeth Williams, der neuen Maid von Scare, Tochter des berühmten Gesangwunders Prudence Williams, was die da rechts wahrscheinlich ist. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Scare Point. 30. Oktober 1897. Wir wissen selber noch nicht mehr. Jetzt sollen wir es singen. Die Wasserspeisen sind voll nice da. Jo, damals hatten die Leute noch Style. Ich finde die Wasserspeier cool. Also die Gargoyles, die kennen. Beware of the Dog. Vorsicht vor dem Hund. Bewahre dich vor dem Hund. Wir rennen mal weg. Das ist quasi die Style-Dinger. Ich hab Damage gekriegt. Was für Damage? Ach so, dein Ding! Ja, gut. Ja, stimmt. Hast aber noch gut Zeit, glaube ich. Also das ist noch... Katja, jetzt spinn dich aus. Aber danke dir. Hat es das wieder aufgefüllt? Hat es was gemacht? Ja, okay. Ich sage also eine nette Spielerei. Der Masch geht gar nicht. Das war glaube ich ein Resub. Resub Follow müsste sein, weil es 20 sind. Ich digitiere gleich. Ich weiß gar nicht, was da reinkommen. Na, 2 Resubs waren es. Das war gestern, glaube ich. Aber, also, offscreen wohl. Und Follow, glaube ich, war es, ja. Kann sein. Ich denke, weil die 20 Punkte, glaube ich, ist ein Follow. Wäre möglich. Okay.
musikalisch sind wir nicht, das merke ich schon. Ach, fuck. Ich kann keine Noten mehr lesen, das ist zu lang her. Vor allem kann ich nicht hier beidhändig spielen. Das sind nur 5 Noten. Das kann nicht sein. Die hier spielt die Melodie. Ich kann vieles. Ich kann wirklich viel. Aber ich habe überhaupt kein musikalisches Gehör. Spiel mir 2 Noten vor und ich kann da sagen, ja, das sind dieselben. Aber nachspielen, da bin ich echt schlecht in sowas. Das sind auch nicht Noten. Das dünn dünn. Das war falsch. Das da. Ah. Viel zu hoch. Na. Das passt nicht. Das wäre daneben irgendeine Note. Ja, aber. Die könnte passen. Und die könnte passen. Und ich glaube nicht, dass ich nachspielen muss. Meinst du? Speichere, okay, nice. And it was in no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother! Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Ham. Okay, das Gekratze ist krass teilweise. Ja, die Rückwand, das stimmt schon, aber jetzt ist weg. Kommen es halt wieder, ne? Das passt doch nicht. Oder letztes, vorletztes, erstes, vorletztes, glaube ich. Ach, das da, die Melodie nachspielen, meinst du? Also ich kann es leider wirklich nicht mehr lesen. Also ein bisschen was ist noch da, aber ich müsste mir da wirklich wieder reinlesen, das ganze Zeug. Das ist einfach viel zu lang her. Bei mir. Aber rein vom Hören kannst du das was dazu, glaube ich. Ach, Gax. Kalonlan? Ja doch, das ist schon dabei. Schwierig, wird einer sagen. Wer wird das sagen? Ich weiß es nicht. Schwierig.
Wir schauen mal weiter, da kommen wir bestimmt irgendwann nicht mehr her. Das kann ja. Was ist das? Nix. Das ist ein Sarko. Oder vielleicht doch ein Baum. Aber es schaut schon cool aus. Also rein grafisch. Finde ich nice. Meister Tags. Da wohnt der Marder. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was mit Einlass bei dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Kann auch mal nicht hüpfen. Auch mit Zuhören. Schwierig. Was bist denn du? Tür aufmachen? Ah. Was war das jetzt? Doppelblind. Noch ist alles chill, noch ist alles hell, noch ist alles cool. Hundi war sogar da. Hundi. Ah, now we're talking. Kommst du da drin? Guckst du es aus, wenn der unendlich laufen kann? Das ist wichtig für später. Ich sag mal so, wie es ausschaut, lang genug. Er wird lauter. Gehen wir noch Cooldown. Schaut nicht so aus. Ah, okay, schaut nicht so aus. Das haben wir schon gewesen. Die Lampen sind auch cool irgendwie. Hat was. Scare Hotel. Du kriegst gerne Herzkreischel, wenn du so weitermachst. Dusch. Game over. Bernhard, servus. Ahoi. Hola. Voll die aktiven Vorhänge da oben, ne? Für Alter sehr aktiv. Wie laut singen die rum? Ja. Wie laut willst du singen? Ja.
Ich hoffe, dass die Geräuschentwicklung von dem Typen, wenn er da so atmet, später nicht interessant ist. We are looking. Also es geht einfach mal um Gesang im Spiel, ja. Ich weiß das aus Erfahrung, ich bin Autofahrer. Ich wohne jetzt da. Achso, das meinst du? Ah ja, doch. Leider schon. Das gehört so, ja, gestimmt. Vielleicht sind Reflections da, weißt du? Das ist so Reflection. Spiegelt sich da draußen was wieder? Ne, die Wand, ne? Die Decke. Schaut aus wie Bäume draußen irgendwie. Hi, entschuldigen Sie. Bin ich im Scare Hotel? Mhm. Alles klar. Was haben wir noch einstellungsmäßig noch? Das ist eigentlich alles cool. Okay. Sound ist aktuell auch noch okay. Weißt du, laut wird einfach Song. Das ist bestimmt kein Hotel mehr, so ein Airbnb, so wie es dort ausschaut. Ja, es war wahrscheinlich mal ein Hotel irgendwie, ja. Wenn man das hergerichtet schaut das bestimmt cool aus. Oh mein Gott. Oder irgendein Sekten. Wir haben eine Map. Oh mein Gott. Tonight in Concert. Cine. In liebevollen Andenken an Prudence Williams 1852 bis 1894. Die Maidens, gell. Möge dein Lied auf ewig fortbestehen. Marmorboden, das kriegst du nicht mehr raus. Blut auf dem Marmor ist tödlich, genauso wie Rost. Ja, gut. Vielleicht ist ja kein Marmor, vielleicht ist ja weißer Granit. Aber damals wahrscheinlich Marmor. Ich habe Leid statt Lied gelesen. Möge dein Leid auf ewig fortbestehen. Aha. Kommen wir wahrscheinlich später mal rein, würde ich sagen. Hier spricht Thomas. Bist du das, Elisabeth? Elisabeth? Thomas! My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. Ich denke mir so, oi, da möge dein Leid auf ewig fortbestehen. Die hat jetzt sicher eine gute Beziehung zu ihrer Tochter. Ich höre im Hintergrund Sachen. In deinem Brief stand. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Was ist dir vorgefallen? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Erzähl's einfach. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Dann sag mal warum. Ja. Wo bist du? Weiß ich nicht. I'm safe upstairs, Aha. but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Wie ist es? Achso, okay. Hätte jetzt auch gefragt. My father and uncle, the staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. Geil. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound.
Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Das ist so ein Spiel, ne? Deswegen haben wir so laute Schritte, deswegen atmet der so, wenn wir rennen. Alter, nee. Okay, so Schleichen ist laut. Okay, alles ist laut in dem Spiel. Isaacs Notiz zur großen Wiedereröffnung. Ja, lesen. Generalprobe für die große Wiedereröffnung, 22. Oktober 1897. Große Orgel vorbereiten. Zusätzliches Personal einstellen hat er gemacht. Tonprobe ist noch offen. Bühne vorbereiten hat er gemacht. Plakate und Flugblätter für das Hauptereignis am 30. drucken hat er auch gemacht. Dekoration, Wimpel, Banner hängen überall. Zusätzliche Stühle hat er wohl auch. Mehr Wein bestellen hat er gemacht. 2 Flaschen. Kaviarlieferung. Den will ich nicht finden. Wirklich nicht. Dass der irgendwo rumgammelt im Eck. Preparation. Ja, also mehr Vorbereitung, das kann schon sein. Siegelstempel, Gims. Also beim J aufzeichnen. Phonographen. Und Dokumente. Kaviar LOL, was ist Adresse? Ich komme vorbei. Geht schon. Ich mag Kaviar. Kaviar ist kein Problem. Aber ich weiß nicht, wie lange der schon im Eck rumgegangen wird. Adresse ist Scare Island. Ich will gerne springen. Ist sie so staubig oder was ist das für ein Fundellicht eigentlich da? Ich meine, ich kenne das, wenn man eine Brille hat, dann haben wir so die da über mir quasi, die Flecken da, die man so leicht sieht. Aus der Brille sage ich jetzt mal, so Staubflecken kennt man, wenn man eine Brille hat. Glaubst du, die haben Shrimps auch? Magst du Shrimps? Ich schon. Oh fuck, man kann die. Man sieht's hier, ne? Oh, mega geil. Ja. Fühle ich. Ich liebe Oktopus und so Zeug und Tintenfisch. Saugeil. Also wir können hier bimmeln. Ja. Ich glaube voll wie ein Abmuchsen. Solange ich bin, ist alles cool. Die Dinge haben wir noch gar nicht gesehen. Creepy wie hell, aber es hat trotzdem irgendwas. Naja, oder irgendwie nicht. Das wird für später zum Ablenken sein. Ja, glaube ich auch. Oh mein Gott. Voll der Grinseengel da. Jetzt hätte ich fast ablecken. Ja, ablecken kannst du mich jetzt, Max, das ist mir wurscht. So, dass du nicht abmuckst. Könnte sein, dass ich jetzt einen Guster habe. Der walisische Drache. Das gehört halt. Bobo? Nein, englische Bulldogge, okay.
Aber wer das für das muss ich ganz ehrlich sagen, fix, das wäre jetzt echt wirklich was, ja. Ja, schon lange nicht mehr gehabt, tatsächlich. Ich liebe halt das Sushi und so Zeug, ne? Von dem her. Sowas finde ich cool. Wäre eine coole Lampe, glaube ich. Ist das die Orgel? Nein. Da steht Meeresfrüchte Pizza. Da steht einfach nur Meeresfrüchte da. Yeah. Standing Ovations. Voll der Grind hier, ne? Geht's hier nicht weiter hoch? Das ist wirklich nur die Orgel hier oben. Aber dann haben wir definitiv jeden aufgeweckt. Ein guter so Orgel hat natürlich was, brauchen wir nicht schwatzen. Was steht da? Ach, Grand Reopening, okay. Wenn wir beim Thema Meeresfrüchte sind. Hallo. Also Reopening-mäßig schaut es gar nicht aus. Entweder ist das schon wieder eine ganze Zeit lang nicht mehr regeopend worden. Da schon wieder 20 auf, was sich hinschimmelt. Ich weiß nicht. Dafür schauen die Blumen eigentlich noch relativ gut aus. Mal zu. Das ist auch minimal blutig. Also es war hier schon was los auf jeden Fall. Vielleicht ist der Zombie da dabei. Zombie! East Wing, der Ostflügel. Hier ist der West Wing. Chicken Wings wäre auch wieder was. Der Motivationszombie war da, ja, das kann leicht sein. Ostflügel. Okay, der ist zu. Mag ich. Das merke ich an den riesen Spritzern. Die da meinst du, oder? Also hinkrabbelt, das kann schon sein. So groß wird das nur, wenn er motiviert ist. Okay, also ich denke mal. Oh, meine Lampe. Ja, weiß ich, aber das schaut auch cool aus, Lampe aus. Ich sage, das wäre eine coole Lampe. Habe ich vorher auf der anderen Seite gar nicht so gehabt. Ach, hier ist die Rezeption. Okay. Der liegt im Foyer, weil der auf dem Ding drauf gestanden ist. Der war hier drauf am Sockel. Weil der da drüben auch ist. Hier, Deko. Ja, wird es im Allgemeinen bezeichnet, solche Sachen. Dem Helm konnte man mindestens 4,50 Meter tief tauchen. Ohne dass er undicht wurde. 4,50 Meter. Das Dingsel da am Boden erinnert mich an Resi 2. Dingsel da am Boden? Achso, ja. Das da. Stimmt irgendwie an die Eingangshalle von der Polizeistation, gell? Stimmt irgendwie, ja. Gut, das andere Statue, aber irgendwie schon, hast recht, ja.
Die Wimpel dann auch in dem einen Büro, wo der Leon drin war. Hat ein bisschen auf der Stunde schon, ja. Also hier ist Rezeptione. Ah ja, so viel zum Thema Schlüssel. Ach Gott. Musikmedaillon genau benutzen. Aber warum sind die Tauchhelme da das Deko? Warum nicht? Wir haben kein Spiegelbild, enttäuschend. Ach, was ist ein Vampir? Ich will mir so Taucherhelm schon hinstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du Steampunk-mäßig ein bisschen was? Zeit der Zahnräder drauf gibt, fertig. Ja, aber damals waren die Dinger doch noch in Verwendung. Ach so, so meinst du. Ja gut, vielleicht hat der mal gern taucht. Ich glaube nicht, dass das echt war. Dass echt wer als Deko stehen hatte. Das ist ein Hotel. Machen wir uns das keine Gedanken. Die haben mehr Sachen, die sonst keiner hat. Zum Beispiel sowas da. Der Isaac Williams. Risi! Jetzt schon, damals war das nicht schick. Das war Gebrauchsgegenstand. Ja. Schon, aber... Ach. Hunting all hells! Is that filthy mongrel inside again? Father, she still pines is all. She misses... I'll give it a reason to pine. Come Wenn here, das you eine Entscheidung. cunt. Abraham? Abraham! Where is that useless brother of mine? Father, please! Please, she just misses Mother. Abraham! Abraham! I'll be rid of this dog once and for all. Tauchst du? Also hast du Flossen? Also ernsthaft jetzt meine ich. Taucht bin ich noch nicht, außer wirklich so. Ich glaube, das tiefste war mal 4 Meter oder sowas. 3,50 Meter, irgendwie sowas. Also wobei ich glaube, dass du nicht so begeistert bist vom Wasser, dachte ich mir, oder? Der Wauzi, ja, ich weiß. Ich glaube, der Wauzi kommt bald zu uns, hoffe ich mal. Haben wir vorhin schon gesehen. Darfst nicht tauchen. Can anyone hear me? Who's there? Who are you? Mein Name ist Thomas Evans. Henry. Henry Hughes. You must get me out. Hurry. We must get this door open. Darfst nicht tauchen. Warum hat man sie eingesperrt? Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please, hurry. Do something. Weil ich muss sagen, ich habe generell also wenn ich es gemacht habe, so, ich meine, ab 2 Meter tun mir die Ohren weh. Also ich habe den Druckausgleich unter Wasser habe ich irgendwie nicht. Aber ich bin auch kein Fan vom Tauchen. No, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Good. Try again. Harder, man. Throw yourself into Trommelfell it. mehr oder minder Schweizer Käse ist. Okay, das hatte ich schon mal. They're coming. Oh, God. Also ich habe mal das Ding auf perforiertes Trommelfell gehabt. No, don't do this. Whatever you want, Nebenhöhlenentzündung, perforiertes Trommelfell, Gehörgangentzündung beidseitig, bla 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 bla. Mega kotzig. Aber es hat sich wieder, also Gott sei Dank wieder gut verheilt. Ja. Die Kastrolotür, wer kennt sie nicht? Hier ist ein Bild davon. Das ist allgemein irgendwie... Das hat ihm so gut gefallen, dass er gleich doppelt gekauft.
Einmal kleiner, dass es nicht auffällt, dass es gleich ist. Hier dahinter ist wahrscheinlich das gleiche wieder. Noch lach ich. Ich höre auf einem Ohr auch einiges schlechter als am anderen. Mir ist ein Böllern im Ohr geplatzt, seitdem bin ich derisch auf einem Ohr und das Trommelfell ist hinüber. Derisch? Was ist derisch? Dorat? Derisch? Das Ding ist weg. Also ja, also Dora quasi die Song. Das ist eine coole Tür. Wand. Das ist mal ein nice Schlüsselloch. Williams Familienbibel. Na, wenn er meint. Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du einen Binsenseil durch seine Nase ziehen und einen Haken durch seine Kinnbacken stoßen? Wird er dich lange anflehen oder dir freundliche Worte sagen? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihm zur ewigen Knecht machst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vögelchen oder ihn anbinden für deine Geliebte? Feilt sie etwa um ihn oder teilt sie ihn mit anderen? Kannst du seine Haut mit einem heißen Eisen spicken? Buch Hiob, Kapitel 40. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen entblößt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten, wie die Schakale und eine Trauer, wie die Sirenen. Buch Micha, Kapitel 1, 1874. Klar. Ich weiß gar nicht mehr, das Scare was für der... Ein Scare ist... Zylinder Cerberus. Das schaut aus wie ein Beschallungsautomat irgendwie. Hallo. 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 Voodoo, 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 Voodoo. Was das ist? Viel zu hell. Aber doch, ich mag Wasser und schwimmen würde ich auch super gern tauchen. Also ich habe kein Problem mit Schwimmen, ich habe kein Problem mit Wasser. Ich mag es nur nicht, wenn ich nicht sehe, was unter mir ist. Sag jetzt mal. Es stört mich jetzt nicht wirklich, ich habe nicht wirklich Angst davor, ich mag es nur nicht. Leichtes Unwohlsein würde ich es vielleicht vermuten. Haikäfig tauchen, na gut, okay, das ist was anderes. Da bist du ja eigentlich sicher, sag ich jetzt mal. Oida. Was bist du? Sammlergegenstand? Das müssen wir gleich wieder einschalten, hundertprozentig. Bloß dann rennt hier wer rum, garantiert. Ich habe als Kind mal einen Hai gesehen und bin seitdem so fasziniert von den Viechern. Cool ausschauen tun sie, aber gesehen live habe ich noch keinen. Also. Also in Aktion gesehen. Nein, ne, habe ich noch nicht. Also ich kann es nicht mehr sagen. Wenn es in irgendeinem Tierpark mal einen Hai gegeben hat, dann habe ich ihn gesehen. Aber dann weiß ich es nicht mehr wirklich. Rennt er herum? Ist das
die Kacke. Und angefasst habe ich auch schon mal einen. Das ist nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wo war's da? Gibt es in Österreich? Also war das auch so eine Art Tierpark oder sowas in der Richtung? Oder? Ich denke, am offenen Meer ist es wahrscheinlich schwieriger, einen Hai anzufassen. Ohne dass er dich anfasst. Die haben Haut wie Schleifpapier. Okay. Ah, in Kroatien. Alles klar. Wäre aber, muss ich ehrlich sagen, fände ich auch cool, ja. Also wäre mal cool. Abraham Williams. Ich weiß nicht, so schnell drüber fast, du brennst dich richtig so richtig. Wirklich so krass. What? Who's there? How long have you been there, Uncle? Don't stop, Richtig. lass. Go on. Das nicht, weil es I schmeckt, enjoy hearing you practice. was ein bisschen verbrennt, dann richtig. You've nearly as fine a set of lungs as your mother. How dare you? Get out! Get out of here now! You're just my father's oafish tool. Tool, am I? What the fuck do you know about it? Cool dabei. No, that will be you, lass. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here is you. I said, get out! Go! Go on, leave me be! Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man! But what did he mean? Ist mir passiert beim ersten Mal draufgreifen, habe ich mich nicht so richtig getraut und bin schnell drüber gefahren. Tat gut wie. Ah, okay. Was war das für ein Hai? Also gibt es ja auch verschiedene Arten. Tisha-Hai, Tisha oder Hammerhai oder so weißer Hai oder ich weiß gar nicht, gibt es mehr, also ich weiß gar nicht viele Sorten. Es gibt. Ich muss mal Man-Eater spielen. Ach, irgendein kleiner Fisch. Also der war tot quasi schon, oder wie? Du verstehst kein Kroatisch, das ist jetzt belastend. Mr. X. Ich habe es gerade gedacht. Jo, das Resi 2 aber wirklich, ja voll. Oh, wieso bin ich eigentlich rot rum? Was hat mir wehgetan? Haben wir was wehgetan? Brauche eine Heilsalbe. Ich glaube auch, ne? Jo, okay. Hier ist unmöglich, es ist Resident Evil 2, aber hier ist unmöglich drüber zu steigen. Keine Chance. Ich würd hier kauen und verhungern, weil ich hier nicht drüber komme. Es ist zwar schön anzuspielen, aber dann mache ich halt das mach ich halt einfach höher, oder? Ah, jetzt kriege ich quasi das Heilmittel beigebracht. Ist ein Harfenschlüssel? Harfen. Nervous Tonic. Purer Alkohol. Bloodwinds Nervous Tonic. Nervousness, irritability, irritability of temper, want of strength and energy, fear, dread, neuralgia,
Neuralgia. Neuralgia. Hysteria, disturbed sleep, melancholy, insomnia and all nerve pains and disease. Hilft gegen alles. 11. Was? 1,5 oder 11. Eins, 12. Was immer das da ist, dieser Schrägstrich. Post-free, also versandfrei. 2,9 per Box. Der Hai, den ich gesehen habe, der war im Meer. Ich war da auf einer Luftmatratze mit meiner Cousine, der ist drunter durchgeschoben. Oh mein Gott. Aber war eh weit unter uns, sah aber echt mal nah aus. Was? Aber war eh weit unter uns, aber sah aber echt nah aus. Okay. Also ich... Du kannst mich mit allem haben. Du kannst mich in einen... Ja, du kannst mich in einen Zombie-Film reinschmeißen. Nee, das war das Spiel, ist aber wurscht. Aber wenn so ein Viech unter mir durchschwimmt, glaube ich, wäre es vorbei. Also... Ich würde den Hai wahrscheinlich mit der Luftmatratzen erschlagen. So wird es mich reißen. Geht's mal da? Ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus, ne? Also hier geht's außen rum im Kreis einfach nur. Hier ist zu? Hier ist zu wahrscheinlich. Fragezeichen. Also ich habe das Tonic nicht genommen, ne? Blattwinds Nerventonikum. Kuh ist heilen. Er hat das überhaupt nicht beachtet, aber wir sind auch einfach auf der Luftmatratze gesessen und haben uns nicht bewegt. War echt geil. Ah, okay. Ja, im Nachhinein glaube ich schon, das lassen wir eingehen. Ja, im Nachhinein ist es immer geil, sowas. Wobei tatsächlich die meisten Viecher, sag ich jetzt mal, eigentlich... Gut, auf der Luftmatratze ist gefährlich, glaube ich tatsächlich. Aber so, glaube ich, im Wasser bist du denen erstmal ziemlich scheißegal. Solange du nicht blutest oder nicht irgendwie... Ich glaube, schattenmäßig in das Beuteschema reinpasst. Ah. Wir haben eine Mappe gekriegt. Keine schnellen Bewegungen. Hier war das. Warte mal. Ich schau mal kurz in das andere Eck nochmal. Ob hier noch was war? Nö. Wahrscheinlich spielt ab und zu so eine Melodie. Geht auch noch hinten, ne? Genau. Das ist das zum Beispiel. Das sind wahrscheinlich Collectibles. Kann ich schon bewegen, das ist das Hauptsächliche. Okay, also wirklich, ich bin da definitiv kein Profi und bin da nicht wirklich irgendwie recht bewandert mit dem Zeug. Aber wie weit wart ihr da am Meer eigentlich draußen? Das wird bei mir schon angehen. Also wenn ich ehrlich bin, mir wäre da überhaupt nicht wohl. Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Solange ich runter sehe, was unter mir ist, ist alles, also ist wirklich alles cool. Wenn es mal zu tief wird, dann mag ich nicht mehr. Also ich habe jetzt keinen Schiss vor so riesen Viechern, die man oft mal sieht und so Zeug, aber das ist vielleicht so amnesiamäßig, du warst nicht verletzt, hast aber was Grausiges gesehen. Und dann das Nerventonikum und das geht weiter. Achso, so meinst du. Okay. So grausig war der jetzt nicht mit seiner komischen Papiermasken da über den Kopf. Kennen wir doch jetzt aktuell jeder.
Elisabeth, bist du da? Geht es dir gut? Keine Ahnung, wir waren schon weit draußen. I'm here. Achso, There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. hier gibt es einen weiteren Mann. Kennst du ihn vielleicht? I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If kein you Name should be gehabt. caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Wir kriegen es einmal gesagt, er wurde angegriffen und verschleppt. Er ist, glaube ich, tot. Dear God, that's horrific. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. 1,5 bis 2 Meter, das ist nicht so groß. Gut, er kann dich verletzen, er kann dich wahrscheinlich erfressen. Also umbringen, sag ich jetzt mal zumindest. Oder dich zumindest sehr schwer verletzen, wenn er es macht. Aber meistens, ich denke mal mit 1,5 oder 2 Metern, greift er wahrscheinlich einen Menschen mit 1,50 Meter bis 2 Meter schlecht an, würde ich mal sagen. Eher unwahrscheinlich, extrem unwahrscheinlich, weil er wahrscheinlich mehr Schiss hat von uns wie wir von ihm, denke ich mal. Oder der einfach uns geschmeidiger aus dem Weg geht, denke ich mal. Trotzdem, ich würde mir jetzt nicht gern den Finger schneiden, sag ich jetzt mal. An der Luftmatratze zum Beispiel, oder keine Ahnung was. Wäre nicht so mein Fall. Die Geschöpfe, die ihn haben, sie können wohl nicht sehen. But why? What do you think is wrong with them? I Aber- knew noise attracted them, but Die Maske über den Kopf. what happened to their faces? Ich habe einen der Zylinder gefunden. Well done, my love. Nice, There's das hope noch. yet for us all. The others should be here in the hotel or in the grounds. Please, take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide. That they've come back. Okay, wir kehren uns Atmos an der Luftmatratze in den Finger schneiden. Ja. Es geht, es ist scharfkantig. Vielleicht. Ich sag mal, als Mann hat man da weniger Probleme, aber stell dir vor, du bist zu bestimmten Zeiten im Wasser. Wo bestimmte Tage existieren im Monat. Als Frau sag ich jetzt einfach mal. Da musst du den mal schneiden. Ui. Boxsäcke gefunden. Also da warst du 5 oder so, mein Gott, ja gut. Das ist. Ja, es wird echt finster, ne? Jetzt ist wieder hell. Oh. Achso, der Cousine war 20, also Menschenopfer für den Heigott. Ich sage nicht falsch verstehen, ich bin da. Also wenn ich vor irgendwas Schiss hab, dann ist die Kategorie, würde ich sagen. Das ist nicht so meins. Wobei ich kann schwimmen, ja, ganz klar. Atem anhalten. Fuck. Okay. Wie lange kann ich das? Die 5 Jahre gehofft auf der Luftmatratze. Titanic-Style lässt die Cousine nicht mehr rauf. Rubbelt sich das Kinn faszinierend. Faszinierend. Faszinierend.
Wenn ich mich auf Luftmatratze drauf sitze, dann geht die sowieso unter, glaube ich. Das ist der Bimmelding zum Ablenken. Wo ist der jetzt hin? Gott sei Dank gar nicht laut. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land. Sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Warum hat der Kartoffelsack im Kopf? Ich weiß nicht. Vielleicht war es modern. So ein modischer Kartoffelsack. Ich meine, er war nicht teuer. Man kann mit Rent gehen. Hat jeder gehabt wahrscheinlich. Also. Was ist das da? Okay. Die Schritte hören wir nicht. Was? Raucherlunge kotzt aus Resi 7 bestimmt. Damit wir am Thema bleiben. Das stimmt, ja. Nee, ich will das nehmen. Notenblatt, Henry Hack. A Welsh Lullaby. Ach, walisisch, stimmt. Made of Squares, aber walisisch. Ah, alles klar. Stimmt, ja. Da sind 2, 3 Handabdrücke dran. Wurden die verbrannt? Wieso sind die Schuhe nicht verbrannt? Schon komisch. Komisch. Waren halt zu heiß anscheinend. Das ist Tonic Water. Was wäre jetzt passiert, wenn ich gehustet hätte? Ich sehe halt keinen, ne? Wow, das ist wirklich rentiert, ne? Ja. Ah, aber hier kommt ja bestimmt was, wenn wir hier durchschleichen können. Sneaky. Herr Techniker, da ist eine Leiche in meiner Zentralheizung. Die brennt gut. Aber warum sind die Schuhe und die Hemden okay? Ja, das meinte ich ja. Nee. Das nennt man Recycling. Oh. Le interessant Tür. Nimm halt die Oma, dann braucht man keine Pellets. Nimm halt die Oma, dann braucht man keine Pellets kaufen. Wow. Das war sehr unverständlich. Hundi! Hundi? Die High Definition Zweigel da, ne?
Dudelsack, ja stimmt. Düdeldü, düdeldü. Hallo, ist da wer? Ist da wer? Nee, da ist einer. Das sind Ferkels. Und Dudes. Die sehen mich nicht, ne? Es düdelt. Ja, ohne Scheiß. Ist mir alles wurscht, aber weh, die Fasern. Die fassen den Laut an. Dann weine ich. Aua. Aua, nicht hauen. Ja, ich schaue nochmal in die Kalle runter, was da ist. Einfach nur mal so Interesse halber, weil... Vielleicht habe ich was vergessen. Ne, da ist wirklich nichts. Okay, schau wieder raus. Also die boxen mich. Was haben die für einen Radius? Lecker Suppe, okay, beim Feuer huste ich auch. Der haben sich schmecken lassen auf jeden Fall. Das wird immer Gedudel. Sie ist sau unpraktisch, der sieht ja nichts mit dem Kartoffelsack am Blutzer. Ja, vielleicht ist es trotzdem modisch. Ich meine, das ist oftmals irgendwie... Weißt, der eine macht es, der andere will es auch. Du schaust da in mit rum. Also richtig. Okay, also ich huste wirklich am Feuer, huste ich. Okay. Hundi? Hundi! Hallo Hundi! Schau kurz dahinter. Ist hier was? Schaut ihm jetzt aus. Solange Bären fallen im Camp, vielleicht bis sie auf den Boden schauen. Habe ich schon einen Blick ein bisschen. Ich habe so eine Vermutung mit Schnappgeräuschen und dann nicht weg können. So. Wusste ich ja. Nee, hier nicht. Ich habe Boden schon im Blick so nebenbei ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen, also ich kann mir das irgendwie nicht... Ja gut, ich weiß es nicht. I don't know. So, der Schnapsenflasch.
Oh klar, jedes gute Hotel hat einen eigenen Friedhof. Ja, logisch, eh klar. Ich meine, nur so kannst du ein Hotel bauen. Nur aus dem Grund. Okay, bis rauf oder runter. Schau nach runter aus. Schaut auch cool aus. Das Ding, das war immer umgefallen ist, ne? Wozu ein Mausoleum, wenn keine Urnen drin sind? Haben sie die rausgemacht. Marianne Watson. Das war so der hauseigene Friedhof. Hier sind 2, 3 frische. Prudence Williams wahrscheinlich. Ich wollte verpissen, ne? Die Regale waren leer. Dann vielleicht sammelt die ja. Was mitgenommen? Ja, der raue Haut. Ah, der Stau. Deswegen fehlen die Uhren. Ja gut, kann sein. Das ist hintauen gefallen. Aua. Sollte ihm auffallen? Nur leichte Tetanusvergiftung, eine ganz leichte. Überhaupt kein Stress. Und immer rausziehen, das ist das Wichtigste. Dass man ja verblutet danach. Okay. Kommen hier nicht mehr hoch. Unmöglich. Keine Chance. Also gerade so lebend runterkommen. Hier. Also unmöglich, dass wir hier wieder hochkommen. Gefangen für immer. Keine Chance. Aber der hatte auch wieder einen Kartoffelsack. Ja, die haben alle einen Kartoffelsack. Ich sage, das ist anscheinend irgendein Mode-Gag hier. Lesen. Liebe Brüder und Schwestern. Liebe Brüder und Schwestern. Der Hohe Rat der Stillen lädt euch dazu ein, der Kraft des Liedes aus unserer Quelle zu lauschen. Gemeinsam werden wir die wahre Macht erlangen. Bringt unbedingt eure Opfergaben aus Fleisch und Knochen mit, um die innere Schwäche zu opfern und uns im Ritual der Wiedergeburt anzuschließen. Vergesst eure stillen Gewänder nicht, um euch von den Geopferten abzuschirmen. Unsere geliebte stille Jüngerin Prudence hat sich bereit erklärt, als Priesterin zu fungieren. Das ist eine große Ehre für uns alle. Sie wird bei der nächsten Versammlung der Brüder und Schwestern salbungsvoll ihre neue Position nehmen. In stiller Referenz Jebediah Williams. Der Jebediah, die alte Runkel. Die stille Prudence, die Sängerin war. Genau die. Genau die. Hier ist Open World. Nee. That's all well and good you saying that, but I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending, but your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning.
So go on with you. Start your He singing. said be ready for what? Blind und Spinning. Well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Fine then. Bloody Hell. Bloody Hell. Bloody Hell. Ja, ich mag die Synchro. Synchro ist nicht schlecht, das stimmt wirklich, ja. Okay. Very britisch, ja, das stimmt schon. Geht in die Richtung, ja. Also, wobei es ja eigentlich walisisch wäre. Hier leuchtet irgendwas raus. Singvogel? Okay. Ich habe so das Gefühl, bei einem Spiel gibt es mehrere Enden, glaube ich. Ja? Das könnte sowas sein. Ich muss vielleicht gleich niesen. Ja, nur vielleicht. Puh. Ah. Bisschen. Hier liegen einfach mal so Münzen rum, auch nicht schlecht. HMS Providence. Ein Schiff, ne? Der eine niest, der andere hustet. Isaacs Tagebucheinträge zur HMS Providence. 3. Februar 1874. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichten von einem Schiff, das sie von der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Die Männer haben mich informiert, dass ein Schiff an der Felsküste am Osten von Scare Point auf Grund gelaufen ist. Sie sind erstaunt, ob der Größe des Kahns auf dessen Backbordseite ein Schild mit dem Namen des Schiffes zu finden ist. HMS Providence. Zu finden ist. Punkt. Okay. Moment. Hä? Das zuppelt irgendwie viel zu. Moment, ich mach so. 10. Februar 1874. Meine Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffes in die Höhle unterhalb von Scare Point getragen. Also da sind wir jetzt gerade aktuell, denke ich mal. Wir haben geborgen, was wir konnten. Also sprich, das ist jetzt schon mal mindestens 20 Jahre her. Alles Wertvolle und vor allem den Inhalt des Laderaums. 11. Februar. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Es ist am Leben und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, denn sie versucht zu singen. Ach so, Sirene oder sowas. Was Livestream direkt aus der Geriatrie. Ach so, aus der Atem- und ja Lungenheilanstalt oder sowas in der Richtung, denke ich mal. So weit sind wir noch nicht. Beim Ausräumen des Laderaums haben einige der Männer angefangen, sich an den Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser abgeschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. So überlebt sie. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen. Was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen könnten, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. 15. Februar. Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Scare Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Aber ich habe weitere Pläne, wie wir die Kraft dieses Gesangs weiter nutzen könnten. Mit der Hilfe meiner geliebten Prudence. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meinem Vater vorzustellen und seinen Segen dafür zu halten. Isaac Williams.
Nö, Definition von Geriatrie ist laut Dr. Google: geriatrische Medizin versorgt Patienten und Patientinnen, die meist älter als 65 Jahre sind und unter alterstypischen Erkrankungen leiden wahrscheinlich. Okay, Wort kenne ich nicht. Geriatrisch. Habe ich so noch nicht gehört. Oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen, sagen wir es so. Hier ist wieder Dings. Hast doch geschrieben, Erkrankungen. Und unter alterstypischen Erkrankungen. Ich will da nicht den ganzen Artikel reinpassen. Nicht! Oh mein Gott. Warte mal, das ist irgendwie... Ah, wollte noch dran machen. Achso, okay. Kein Problem. Da ist ein Dude. Da ist ein Dude. Wir haben zwei Dudes. Was machen wir mit Dudes? Ich weiß nicht, davon hören mich die. Okay, geht's jetzt mal nicht weiter. Wo ist der zweite Dude? Da. Erster Dude. Zweiter Dude. Erster Dude bewegt sich aber nicht. Da müssen wir wahrscheinlich hinlegen mal. Strom einschalten, I guess. Wenn er da vorne ist. Schauen wir da noch kurz hinter. Da wieder Staub. Hier kommen wir aktuell nicht lang. Da ist der andere Dude, okay. Ich versuch's mal. Grad. Das Strom auch Drehgeräusch, okay, ist nice. So, wie weit kommt dahinter, aber die hören mich schon. Geht er weg? Ja, da geht er weg.
Okay, der ist gesperrt. Warum auch immer. Okay, der kommt wieder. Die kommen beide wieder. Schau, was die machen, wenn ich da hinten einschalte. Oder nicht so viel, ne? Sind wir ausgegangen? Sehr geehrter Herr Kartoffelmann, lassen Sie mich den großen Hebel ziehen. Das ist zu, hier kann man auch nicht mehr. Der Kartoffelmann. Aber das Ding brennt. Achso, das ist das zweite wahrscheinlich. Kartoffelmann 1 und Kartoffelmann 2. Wir nennen sie liebevoll KM. Ich muss die weglocken, ne? Das schreit sie. Das wollen wir nicht, jetzt rennen wir da hin, okay. Ja, jetzt wohl hinter. Alter, da hat er wieder geschaut, unfair. Was unfair? Was ist unfair? Hast du geschaut, hast du überhaupt nicht geschaut? Ich schau doch nie, das weißt du ganz genau. Gehen Sie mal darüber. Ach, du bist gerade so mit Rätsel beschäftigt und merkst es nicht. Naja. Rätsel will ich jetzt nicht sagen, also das ist schon eher... Also Rätsel, naja komm. Wollen wir so rumprobieren ein bisschen, würde ich sagen. Ja, by the way, weil du gerade da bist, bist du am 28. glaube ich ist es, August, auch da. Also ich weiß nicht mal, dass er so hinhaut, wie ich mir denke, das ist Samstag. Wir wollen am 28. mal live sein quasi, also nicht nur so quasi, dass man mich jetzt sieht quasi, auch nicht der große Bereich. Übrigens genau, Stream-Avatars wollte ich dir noch zeigen. Fällt mir gerade rein. Können wir jetzt dann auch noch kurz machen. Sondern quasi so. Ja. Wir wollen quasi, also es ist ein Brettspiel, sage ich jetzt mal. Ich glaube, zur Auswahl, glaube ich, steht Wingspawn, also Flügelschlag auf Deutsch, und oder The Descent, also der Abgrund.
Kundi. Das sind, glaube ich, zwei mehr so, also es sind so Spiele, glaube ich, man kämpft miteinander. Oder, also man spielt miteinander und gewinnt miteinander oder man verliert miteinander. Je nachdem. Mighty. Servus, vorher genau richtig eingeschaltet. Ja, perfekt, einfach frei. Der Mighty ist mich auch dabei. In RL, sage ich jetzt mal. Und unter anderem der Tobi, also der Orchkatzel, sind ein paar dabei. Der Ortlo wahrscheinlich, denke ich mal. Da haben wir's. Und also die sind oder Flügelschlag ist gegen. Ja, Flügelschlag ist gegeneinander. Achso, okay. Die sind das Semi miteinander. 4 vs 1. Ja gut, okay. Also ich wäre eher fürs Descent, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ganz lustig bestimmt. Also die Spiele gehören an Mighty. Ich denke schon, dass ich dabei sein kann. Ah, wäre cool. Also ist wie gesagt, erwarte nicht so viel davon. Ich sag's, es ist mein erster Test dann quasi wirklich mal vom PC weg, sage ich jetzt mal, weil es ist, aber erinnere mich nochmal, kann ich machen, ja. Es ist quasi ein Stockwerk drunter, sage ich jetzt mal. Es wird in der Baustelle sein. Weil woanders habe ich den Platz nicht für den Tisch in der Größe. Ja. Mal schauen. Also ich habe jetzt da schon. Das Lustige ist, das Ding ist leer, also quasi es heult halt wie Hölle. Das habe ich mich heute von einem Bekannten, die haben also ja, weiß ich, wo ich arbeite, sage ich jetzt mal, das ist eine Kundschaft von uns, die haben eine Hühnerfarm unter anderem, haben wir so große Eierkartons geholt, die 30 auf 30 und also mal so geschmeidige 80 Stück. Ich habe es geschenkt gekriegt, das war wurscht. Und die pappe ich mir wahrscheinlich an die Wand dran, was jetzt so heult. Ich glaube ja. Das ist der andere, den wir gefunden haben. Was du überhaupt aufgereizend ist. Ich würde es nur ausmachen mit euch, sagen wir so, wann genau. Also ich, 100%ig Zeit habe ich an den Tag ab 8:30. 100%ig Zeit. Ich kann es aber auch mal schauen, vielleicht kann, also ich würde gerne ein bisschen eher anfangen vielleicht, je nachdem. Also je nachdem, wie es für euch natürlich passt, muss man auch dazu sagen. Wenn ihr natürlich sagt, nee, eher geht eh nicht. Alles cool. Genau, reden wir im Discord oder genau, können wir machen, ja. Ich muss was quasi frei nehmen, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Drum muss ich schauen. Aber ich. Hundi! Wo ist Hundi? Hundi? Wie lange brauchst du zu mir, Mighty? Ungefähr? Grobe Richtung? Oder wie lange brauchst du zum Tobi? Da warst du schon mal, glaube ich. Schon öfter. Zu mir 10 Minuten. Bist du so weit? Ich vergesse mal, wo du genau bist. Aber stimmt schon, ja. Gut, okay, dann. Ja, stimmt. Ja, gut, okay, kann sein. Ja, dann passt optimal. Dann wäre es wurscht. Weil der Bernhard und der Tobi brauchen auch nicht länger. Na, ist egal. Dann passt schon. Das ist schon mal gut. Das passt einfach mal, ja.
Mal rein. Fly up to the sky. Fliegen. Speichere. Jetzt können wir wieder ein super tolles Vorwand lernen. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. Jetzt weiß mir. My father does not know that I'm making this recording. Okay. But I need to confide in... Well, in you, Mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling, and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Auch nicht. Okay. Hier stinkt's ein bisschen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal nicht alle so komischen Pupperler da, glaube ich. Eine haben wir gesehen, die haben wir nicht gekriegt. Ist mir aber jetzt auch fast egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Da rennt der Dude. Wenn rein ich sag mal arealmäßig wäre es ja gar nicht so schlecht, das würde ich sagen. Ja, ein bisschen neuen Gärtner würde ich vielleicht einstellen eventuell. Was ist denn das? Hat er das runtergeschmissen jetzt gerade? Einer. Wo ist denn der Dude? Okay. Da ist er, ne? The food is happening. Okay, der kommt nah, aber nicht so nah. Verpiss dich. Verbießen Sie sich, Mr. Dude. Der Kartoffelman. Oh Gott, Scheiße. Okay, das geht auf jeden Fall. Uiuiui.
Geht sie aus? Geht sie aus? Hier ist nix. Finde ich schade. Tschüssi. Und hier schmeißt der Duke oder was runter, ne? Hier kommt der hoch, oder? Ja, da kommt er. Fuck. Da ist einer. Good food is happening. Okay. Da ist weg. Da ist keiner, da ist auch keiner. Nö. Not so easy to scare. Einmal, irgendwann einmal sagst du. Irgendwann funktioniert, sagst du. Menno. Also mich hat schon mal, also Tobi hat schon mal geschafft, der Optimus hat schon mal geschafft, das haben schon mal Praktiker, du auch schon einmal. Es gibt schon Möglichkeiten, wo ich wirklich nicht drauf gefasst bin. Thomas! Yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. The worst was happened. I Die Wurst dreaded war am that you'd Bienen. been taken too. Sie haben einen Mann gefoltert, Elizabeth. Ein unmenschliches Ritual. Ja. My God. Dear Lord, have mercy. What are they trying to do? That poor wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Mir läuft ständig ein Hund über den Weg. Dogo. Oh. That must be Calliope. My Calliope. late mother's dog. I'd so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. Das ist It komisch, is gell? so good to hear your voice again. Just to hear your voice again. Schaust du hier Voice again? The silence was unbearable. Okay. Ja, weiß ich noch nicht. Sag jetzt mal, ob ich der traue oder nicht. Oh. Ah, hey, Luki! Ich bin hergekommen, ne? Da bin ich hergekommen. Wo ist der Wauwau? Nein, der Wauwau ist lieb. Wauwau ist bestimmt lieb. Er ist nur gänzlich missverstanden. Ist es ein Zylinder? Kann ich rausnehmen, okay.
Jetzt das Mund-zu-Mund-Beatmung hilft. Der ist böse zu meinen Nerven, also deinen Nerven. Geht das? Okay, macht nichts. Diese hängenden Bären fallen oben dran. Herzmassage kann schwierig werden. Ah, okay. Ich dachte mir es gerade. Hundi ist in eine Bärenfalle reintatscht. Nicht, dass du die Rippe brichst. Wir befreien jetzt Hundi. War das Hundi lieb? Was Hundi? Schnucki, wart. Warte, ich helfe dir doch. Sag, Wuffi ist lieb. Wuffi! Muss doch wehtun, oder? Und weg ist er. Errungenschaft freigestellter Tierliebhaber. Man hätte den hier lassen können? Mir fehlt nichts, ne? La 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 la. Kommt wahrscheinlich aufs Tier drauf an, denke ich mal. Und was das Tier von dir selber hält, denke ich mal. Wir läuten. Hier haben wir Norden, geht auch. Hier haben wir Westen, das geht auch. Das sieht man nicht, ne? Das ist ja hier. Okay. I guess. Und laufen und super geht weg. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Wo jetzt? Westen? Voll das Rätsel, ne? Wieder Osten. Okay. Zylinder, der hält. Also wir, was macht? Also wir haben das Laufen ist ein bisschen schwierig. Wenn ich quasi jetzt renne und stehen bleibe, dann kann ich kurzzeitig nicht rennen. Also er triggert dann quasi nicht. Ich muss dann zweimal drauf drücken. Das ist ein bisschen komisch. Okay, dann sind wir hier quasi durch, ne? Wir spielen jetzt 2 Stunden. Wir haben schon 2 Zylinder. Okay. Kann ich an dem vorbeigehen? Ah, okay, da bleibt stehen, der Handel. Okay, der geht. Kann auch zumindest in eine andere Richtung laufen, wenn es wirklich wäre. Also hinter mir quasi hier. Noch was weg von den Typen, wenn es wirklich wäre. Der hat dich bimmeln gehört, ja, das kann sein. Ich glaube, der kommt wieder, ne? Ne, der geht.
Das geht ganz gut. Richtig alles klar passt. Hier haben wir aufgemacht gerade vorhin. Ich mache jetzt absichtlich zu. Wechshausen oder irgendwie sowas. Kommt mir irgendwie recht easy vor. Ja, irgendwie aktuell schon tatsächlich. Also wir spielen auf normal. Das violette Gas ist stärker als benebelte Sinne und verstopft die Lunge. Könnte es beim Ritual von Nutzen sein. Wow. Ich bin gebeutelt. Isaacs Pläne. Es muss irgendwie gehen, es muss einen Weg geben, das Lied so zu nutzen, wie ich es will. Hatte mein betrunkener fanatischer Vater etwa recht? Besteht die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu kontrollieren, darin, sie anzubeten? Ich werde sie für mich singen lassen, sie ist nur am Leben, weil ich es erlaube, weil mein Bruder und ich es am Leben erhalten. Weil ich es erlaube, weil mein Bruder und ich es am Leben erhalten. War wahrscheinlich blöd. Verwenden. Oder ne? Das ist eine sehr viele Augen. Mensch. Normaler Kopf. Ah, Schallmodulator Kartusche. Ich habe also nicht unendlich davon, ne? Lass mal weg. Das versehentlich drück. Ich glaube, deutlich solvent eine Lösung. Kommen wahrscheinlich schon noch mehr von den Viechern. Kannst du da rein? Speichere. Regnet doch alles anderes Zeug. Nach Glas schaut es mir nicht so aus. Okay. Die Schatten da hinten rum. Wir gehen da. Jo, passt. Ich kann mal mit der linken, also ich schalte mir quasi mit der linken Maustaste die Nasen, den Mund zu. Das Ding nehme ich auch mit der linken Maustaste her. Ein großes Areal. Jetzt am Rand entlang schnicken. Da haben wir Schnickers. Ja, wer kennt nicht, erstmal Audioaufnahmen davon machen, wie man heult. Der hat es bestimmt nicht gemerkt, dass es läuft. Ich muss den Hebel einschalten.
minimal mordig. Ja, das Tor abgeht, ne? Okay, das könnte das Kotzig werden. Könnte betonen. Der ist gesperrt. Das in der richtigen Reihenfolge auch noch einschalten? Sonst nichts, ja. Ich häng fest. Ich häng. Ich bin in den Boden reingefallen. Gute Nacht, Kathi, aber ich denke, ich muss jetzt eh gerade neu starten. Spiel gecrasht, glaube ich. Gute Nacht. Ja, wir haben Spiel gecrasht. Nice. Ja. Aber ich nutze es mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Gute Nacht, Kathi, danke dir. Bin gleich wieder da. Einen Moment bitte. Le Pause. Le Break. Ich sage ja, ich gehe und das Spiel glitscht. Gute Nacht, danke dir. Ciao. Bin gleich wieder da. So, wieder da.
Hui. Gut, dann nochmal. Spiele sind mal fehlerfrei, haben wir gelernt. Die Frage ist, ob wir es nochmal schaffen. Erstes haben wir. Also das da hinten ist nicht das zweite, definitiv. Schauen wir mal in die Richtung hier. Ob sie besser ausschaut. Little Bit vielleicht. Hier ist auch nichts dran. Das Areal ist gar nicht so klein, leck mich am Arsch. Hier ist auch nichts dran. Hier ist einer. Ah, muss ich den drücken und dann wieder hinterrennen. Oh mein Gott. Eh klar. Es sind bloß zwei. Hier müssen wir hin. So der Penner schmeißt mit dem Zeug. Okay. Wo sehe ich denn eigentlich, was ich noch Heilung habe? 3. Eine Kartusche, Schallmodulator-Kartusche. Wir haben die Zylinder hier die ganze Zeit, okay. Was sagen die Lieder aus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das geht, das glaube ich nicht so ideal, aber heilen wir mit der Zeit wieder? Ich weiß gar nicht. Was für ein Penner. Wir rennen jetzt alle in die Richtung, ist ja klar. Wäre sonst langweilig. Restaurant rein damit. Okay. Da gehen immerhin ein bisschen festglitscht. Ja, jetzt mal einfach mittendurch, ne? Geht auch nicht so mitten durch, wie man gedacht habe. Oder auch mittiger durch, ja? Da ist einer. Müsste ich rausgehen einmal. Ne? Perfekto.
Aua. Ihr Penner, ihr Kreislichen. Weg von mir. Ich wollte es mal testen. Also je angeschlagen du bist, desto lauter bist du. Okay. Wahrscheinlich können wir deswegen dementsprechend kurz die Luft anhalten, wahrscheinlich denke ich mal. Schalkerdusche. Okay, die klopfen trotzdem noch. Wir sind aber jetzt wieder im Hotel, ne? Schaut so aus. Will dahin, ne? Ich denke mal, dass wir jetzt da. Jo. Den wollen wir. Tschüssi. Jetzt sind wir da. Okay. Theater, okay, hier ist Theater. Okay, hier laufen auch Dudes rum. Da waren vorher noch keine. Okay, staubig. Schallkopfe. Gehen wir gleich ran. Gleich mit. Alles richtig sein, ruft wieder an, garantiert. Hier ist zu. Ah, jetzt aber die Map. Okay, alles klar. Ach, hier sind die Bimmeldinger. Wir können jetzt quasi zum Beispiel da hinschicken. In die Great Hall. Und rennen die hin. Ach, die haben wirklich von überall angescheißert. Oh mein Gott.
Queen. Bulldogge, hier war das Dingsbums da. Das Hotel, hier ist die Queen. Ah, okay. Zeitung, The Morning Herald. The Morning Herald. Ausgabe bla bla, Nummer 175, Sonntagmorgen, 21. Februar 1897. 20 Seiten. Ein halber Penny. Berühmter Komponist Henry Hugh oder Huck wird sein letztes Meisterwerk in der Royal Albert Hall präsentieren. Der angesehene Komponist Henry Hugh war in letzter Zeit rund um die Uhr damit beschäftigt, seine neueste Symphonie fertigzustellen und plant nun sein Werk im Dezember in der Royal Albert Hall vorzustellen. Mr. Hugh, ich sage jetzt einfach so, seines Zeichens einer der erfolgreichsten Musiker des Landes, sagte: Es erfüllt mich mit großem Stolz und noch größerer Freude, mein letztes Werk der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Bild von Henry Hugh. Hugh. Junger walisischer Musiker geht auf Tournee auf Lokalbühnen im ganzen Land. Bild von Thomas Evans. Der junge walisische Komponent Thomas Evans hat diese Woche bekannt gegeben, dass er seine orchestralen Arrangements von traditionellen Liedern aus Wales im Rahmen einer Tournee im ganzen Land vortragen wird. Okay, nice. Wenn er meint, da was gerne machen, kein Problem. Das ist das nicht so wirklich, okay. Telefonmann da, genau. Ich habe einen der Zylinder gefunden. Oh, Thomas, that's welcome news. This will surely free us all. Hast du eine Idee, wo die anderen sein könnten? I'm sorry, my love, but I do not. My father and uncle, my family, had many secrets, and so much is only now becoming clear. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Okay, es wird bestimmt interessant. Umschmeißen kann ich nichts, okay. Ich denke, dass hier dann später einer rumrennt, wahrscheinlich, denke ich mal. Ach, wir können ja in die Küche her. Oh mein Gott, okay. Hier ist ein Speicherpunkt, hier können wir rauskrabbeln, oder? Können wir hier raus? Nee. Thomas! Ich bümmel die mal wieder kurz in die Great Hall rein. Fünf. Wir wollen hoch. Chapel waren wir, Office waren wir. Ach, hier rüber können wir jetzt eigentlich. Hier ist zu, hier können wir aktuell. Hier könnten wir schon hin. Hier war die Bühne, das Theater. Hier gibt es noch einige Zylinder, ne? Also was heißt 1, 2, Tür meine ich, 1, 2, 3. Ich gehe jetzt mal dahinter. Aber da kommen wir glaube ich nicht rein, oder? Doch, hier vielleicht. Hier wird zu sein. Hier ist zu. Hier kommen wir nicht durch. Okay, dann ist der Bereich aktuell gesperrt noch. Erdgeschoss, Untergeschoss. Untergeschoss sind wir soweit durch. Hier haben wir noch einen Hafenschlüssel, den wir nicht haben. Gärten, hier sind wir eigentlich,
würde sagen, durch soweit. Ach, so, okay, die Dinger sind die komischen Musikstatuen. Und 4 Dinger. Ah, das ist immer auch unsere Energie. Ah, alles klar, das ist nice. Das ist cool zu wissen. Du musst eigentlich bloß raus, ne? Also. Was ist das hier? Rüber kann ich ja nicht, gell? Ah, da kann ich nicht durch. Das ist hier. Kannst du hier nicht aufmachen, sagen wir es so. Okay, was sammelt euch mal bitte nochmal ganz kurz. Und zwar, ihr sollt in die. Ich will hier raus. Wie komme ich denn hier raus? Hier komme ich nicht durch. Ich kann hier rum. Dann will ich euch im Theater haben. Kriege ich euch weg. Tür geht wieder zu, ne? Kriege ich euch ins Theater? Ja, nicht so. Waiting Area? Aber die wird nicht gepasst. Okay, optimal. Sind wir gleich dahinter. Das war der eine, oder? Ja, perfekt. Haben wir gleich einen Schlüssel. Nice. Bringt mir. Ach, ich hätte von da auch rein könnt. Okay. Ach, das ist alles der gleiche Bereich. Das ist alles, dann schauen wir uns gleich an, das ist alles der gleiche Bereich hier, okay. Oh, die Türen zu. Das ist jetzt wirklich ein Kamin, würde ich sagen. Ah, das ist das von. Ach, das muss man durchsortieren bestimmt, okay. Isaacs audiovisuelle Notizen. 4. Oktober 1897. Die letzten Testmetationen haben bedeutende Fortschritte gezeigt. Testperson 4 zeigt nach wiederholten Sitzungen auf dem Stuhl gesteigerte Beeinflussbarkeit und Willfährigkeit. Die Kombination aus akustischen Reizung und visuellen Suggestionen ist ein voller Erfolg, aber wie sollen wir dieses Resultat im großen Raum gegenüber dem Massenpublikum erreichen? An wen? Dem Personal? Der quasi Personal rumtestet. Okay, also die Türen sind offen. Ja. So dauerhaft offen jetzt. Dann hören wir uns das Ding mal kurz an und den das sind jetzt Rinder, ne? Also
hier? Schaut so aus, ne? Basement. Die Dinger haben wir ja gar nicht. Soll es das da sein? Den haben wir, die Gärten. Das war da. Den haben wir geholt. Da rennst du rum. Okay, scheiße, ich kann ich wieder zusperren. Da ist einer definitiv. Also in dem Bereich, da ist einer. Den haben wir schon. Also einer. Den Raum habe ich noch nicht. Das muss oben sein wahrscheinlich. Halt da. Und das scheint. Scheiße. Chapel, ja genau. Garden, Shearpoint. Scarepoint. Second Floor, das ist oben, ja genau. West Wing, Bedroom. Basement ist im Eck unten, okay. Kann ich wohl nicht mehr ausmachen. Okay, wie kommen. Ah, jetzt haben wir die Zapfhähne, jetzt kommen wir wieder rüber. Ich speichere mal kurz. Wir haben einen gewissen Cooldown drauf auf jeden Fall. Aber die Hand auslassen können wir nicht einfach rumrennen. Rennt hier da rum. Nee, okay. Hier? Nee, okay. Du. So? Also quasi einfach die Reihenfolge da ist. Wir waren nämlich einer. Komm da. Ich box die mal in die Dinge, in die Managers Office. Wo ist da hinten? Hier. Kriegen wir die da rein? Ja, aber in den Waiting-Bereich kriegen wir es rein. Die Waiting-Area.
leise. Viel zu lang braucht. Was war das? Das war ab, das war ab. Lecker, 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 lecker. Gehen wir hoch und runter. Okay. Ah, laut. Library und Room 108 bis 112. Hafenschlüssel haben wir noch keinen. Geh mal ran. Elizabeth, bist du da? Ich bin in den ersten Stock gelangt. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Wo sollte ich mich umsehen? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Ist noch jemand auf dem Dachboden bei dir? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Fuhrwerken. Take care, my Thomas. Once we have all the cylinders, we can end this. I'm certain you'll find them here in the hotel. Vielleicht auch doch. We need all 4 parts for the harmonium. Just please be careful. Okay, Ende. Ah, okay. Also hier für den Platten, ne? Wir müssen Teile finden auf jeden Fall. Und ganz besonders erinnere mich irgendwie an A Dead of Night. Mit einer wiedergeheißen Dingen. Maya hat er immer geschrieben. Maya, genau. Dann geht die Tür auf, denke ich mal. Geh mal da rein. Isaacs Tagebuch. 12. August 1897. Ich verzweifle noch. Mein dummer Bruder scheint Elisabeths schlimmste Befürchtungen bestätigt zu haben, nachdem sie angefangen hat, sich durch Vaters Tagebucheinträge zu wühlen. Jetzt weigert sie sich zu singen. Sie weigert sich, die aufgenommene Version des Liedes zu erlernen wahrscheinlich, ja, und in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Es muss einen anderen Weg geben, um das Ziel zu erreichen. Wir können mit dem dürftigen Einnahmen der letzten Jahre nicht überleben. Vielleicht helfen mir die Aufnahmen selbst. Möglicherweise kann ich eine weniger störrische und launenhafte Lösung kreieren. Okay. Noch so ein Dingsbums, das haben wir auch ganz vergessen. Was bist du? Okay, warum solltest du das sein? Okay, wem es gefällt, gell? Mal unsere Tulga oder mal. Riesenräume, ne?
Jebediah. Enter. Februar 1874. Im zerschmetterten Rumpf der HMS Providence fanden wir sie, eingesperrt in einem glasbedeckten Eisenkäfig, festgehalten von dicken Ketten. Wie sie gefangen wurde, wohin sie gebracht werden sollte und wem sie gehörte, kann ich nicht sagen. Sie hatte den Schiffbruch nur schwer verletzt überlebt und es war unsere Rettung, sie in diesem jämmerlichen Zustand zu finden. Denn wenn sie zu singen angefangen hätte, wäre es sicherlich unser Ende gewesen. In den darauffolgenden Wochen ließ sie selbst in ihrem geschwächten Zustand immer wieder ihren Gesang erklingen. Und wenn ich mir die Wirkung ihrer Stimme auf meine Männer und sogar auf meine Frau anschaue, glaube ich, dass wir Peisinoe selbst gefangen genommen haben, die Tochter von Melpomene, der Muse der tragischen Dichtung und des Trauergesangs. Okay. Was fängt man mit solch einer Kreatur an, mit solch einer Fähigkeit? Jene, die dem Gesang lauschen, werden in dessen Bann gezogen und lassen sich einfacher beeinflussen. Ja, sie fangen sogar an, das Wesen anzubeten. Man müsste mal ausprobieren, ob man diesen Gesang dazu nutzen kann, mehr Schiffe zur Insel zu locken. Ach, das war das Ding. Und wenn es einen Weg gäbe, diese Wirkung zu kontrollieren, diesen Gesang zu lernen, mein ältester Sohn Isaac hat gemeint, dass seine Verlobte Prudence gewillt ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich habe ihr meinen Segen dafür gegeben. Ach so, okay. Die singt quasi, oder hat gesungen. Ist er dann wohl schon Zeit her? Da reden wir nach, ne? Hier kommen wir rein. Okay, also hier ist auch zu. Hier sind wir hergekommen, okay. Da sind wir rein, 107. Dann wollen wir mal hier weiter. Hier links ist Speicherraum, glaube ich. Hier ist für 2. Ja, hier Speicherraum. Geht wohl allzu lang, kann ich heute leider nicht mehr. Heute ist einfach ein kürzerer Stream. Leider. Is this true, Mother? Did you play a part in this madness too? Grandfather Williams. I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late. If it were not for what I have discovered myself. That our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. The same song you sang, Mother. The song Father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Okay. Also kriegen wir ein bisschen was mit von der Story. Langsam. Und 1 bis 103. Okay, staubig. Also der Großvater war definitiv ein Thema und deswegen wahrscheinlich die ganzen Dinger.
Ach, scheiße. Dann ist hier ein Save herum. Ah, jetzt sind wir da wieder, okay. So. Okay, das sollte weit genug weg sein, hoffe ich mal. Wir versuchen es mal. Warte mal. Wenn das? Hoch, tief. Hoch, tiefer. Das ist der Ton. Den Wurscht, ne? Scheiße. Als letztes der tiefste auf jeden Fall. So, oder? Ja. Okay, das haben wir hier. Hier haben wir quasi ein paar gekriegt dafür. Gehen wir da hinten durch. Okay. Und hier wollen wir rein. Gehst du weg? Wie kommst du so klar? So an. Gehen da hin. Holen wir uns das Ding weg. Wie? Gut, das zweite, ne? Nee, kostet auch nicht. Komm, verpissen.
Wir hätten, aber warum sollten wir? Machen wir so. So ist gut, glaube ich, ja. Perfekt. Gehen wir das da. Und da geht's durch. Gibt's sowas? Nicht so wirklich, ne? Doch, hier gibt's was. Hafenschlüssel, jawohl, wir haben da. Okay, easy. Isaacs Rüge an Abraham. Bruder, ich bitte dich eindringlich, nicht ständig so unüberlegt zu handeln. Wir haben diese Todesräume gemeinsam entworfen und gebaut, um die Kreatur zu füttern und unsere Pläne zu finanzieren. Aber ich kann deine Vorliebe für sinnlose Gewalt nicht länger hinnehmen. In der Vergangenheit mag sie einst akzeptabel gewesen sein, aber als die Gäste noch in Scharen zum Hotel kamen. Doch heutzutage können wir uns keine verbrannten und verstümmelten Leichen mehr leisten. Isaac. Okay. Okay. Nicht so nice, I guess. Jetzt können wir da auch rein, okay. Und hinter uns ist das Ding, so ein Fragezeichen. Ein Hebel wollen wir da, ne? Oder in der Winde. Gehen mal ein bisschen weg. Ich würde tatsächlich beim nächsten Speicherpunkt für heute aufhören tatsächlich. Dann mal zurückgehen und dann hier reinschauen. Also 10 Minuten können wir schon noch, Viertelstunde irgendwie sowas, aber dann würde ich für heute gerne aufhören. Ich muss noch was machen. Ist der weg jetzt? Scheint so, ne? Aber hier können wir noch reinschauen. Hier waren wir doch, oder? Ja, eh. Ach, da waren wir nicht. Da waren wir nicht drin. Was gibt's hier? Oida! What the fuck? Okay, wir haben die Map. Wird immer besser. Hier geht es jetzt runter, ne? Hier ist der Hafenschlüssel. Harfenschlüssel.
Hier können wir noch was machen. Aber was können wir hier noch machen? Dann können wir hier durch. Wahrscheinlich erst später noch, oder? Schauen wir mal. Scheiße. Ernsthaft. Speicher kurz. Hier ist der Schlüssel. Hier können wir noch raus, wenn wir das machen müssen. Hier können wir noch was machen. Hier können wir noch rein. Ich denke dann hier einsperren. Sind wir fertig, soweit hätte ich gesagt. Erdgeschoss sind wir eigentlich. Ja gut, hier können wir noch hin. Wie wir da hinkommen, wahrscheinlich über das da irgendwie. Hier werden wir irgendwie reinkommen. Und da kann man irgendeinen Schlüssel. Da gibt es irgendeinen Totenkopfschlüssel, war da glaube ich noch. Wo wollten wir hin? Also eigentlich entweder hier hinter. Ach, da war die Kurbel, ja genau, gut, die haben wir nicht. Die haben wir aktuell noch nicht. Dann gehen wir vor und holen wir uns den Harfenschlüssel, den Musikschlüssel quasi. Genau, wo der hinter tut. Genau, da wollen wir auch hin. Ja, da geht da rein, das passt. Einmal oben bitte. Ah, und hier gibt es noch mehr Zimmer, alles klar. Dann kriegen wir hier wahrscheinlich irgendwo den Bereich, wo wir die Winde oder irgendwas kriegen, denke ich mal. Hier ist Gras drüber gewachsen, aber ganz massiv. Sache, ne? Wappenfragment. Ah, okay. So. Kugelrad. Hä? Also wir kriegen die Kurbel da unten, das ist schon mal nice zu wissen. Achso, stimmt, wir haben doch Speicherkurbel.
Die Sirene in der griechischen Mythologie, haben wir gar nicht gelesen vorhin. Odyssee 12. Gesang, deutsche Übersetzung, angelehnt an Anton Weyer. Ein verlockendes Lied, das viel wirkungsvoller als unsere Küstenlaternen ist, wenn ich sie nur zu singen bringen könnte. Zunächst wirst du Sirenen begegnen dort, wo du segelst. Diese bezaubern sämtliche Menschen, wer immer sie treife. Wer diesen Sirenen unberaten sich nähert und anhört, was sie ihm singen, der kehrt nimmer nach Hause. Sein Weib, seine lallen Kinder treten ihm nicht mehr zur Seite in herzlicher Lust. Die Sirenen sitzen auf grausigen Auen und wollen mit tönenden Liedern Zauber verbreiten. Doch liegen daneben eine Menge und Haufen faulende Menschenknochen und schrumpfen der heute an ihnen. Welch bezaubernde Vorstellung doch beschrieben wird. Achso, okay. Treibe da eilig vorbei, nimm Wachs vom Honig und knet es. Stopfe dann damit den Gefährten die Ohren. So, den Hören wäre der Tod. Lass dich binden an Händen und Füßen am Mastbaum, dann hörst du schwelgen das Lied der Sirenen. Doch befiehlst du, dass die Gefährten dich lösen, dann sollen sie stärker dich noch fesseln. Wenn man das umkehrt wie Andromeda, die einst an den Felsen geschmiedet war, kann der traurige Gesang andere anlocken. Ah, okay, das war quasi, ja. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Wir brauchen quasi die Kurbel, oder wie? Wo anders denn? Hier ist sie. Wie kann ich das machen? Hier. Nur die Kurbeln. Okay, also es war doch nicht die Kurbel, die ich krieg. War nur eine andere. Okay, easy. Laut. Ah, wir sind jetzt hier im Eck, ne? Ah, da sind wir. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Diese Räume auf diesem Stockwerk, was ist das bloß für ein Ort? I know. And to my shame. The truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. Wie kann ich zu dir gelangen, nach oben kommen? There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock, which requires 4 parts of our family crest to open. Wait, someone's coming. Thomas, you have to hurry for both our sakes. Wir haben die Kurbel jetzt nicht, ne? Wir haben nur 2 so Familienwagen. Kann man die schon mal einsetzen? Eines, 2. 2 fehlen noch. Wir waren halt hier noch nicht. Noch nirgends. Hier waren wir drin. Hier sind wir hergekommen, hier nur komplett rum. Da brauchen wir die Kurbel dafür. Oh. Hätte es fast nicht gesehen. Okay, aber wie gesagt, ja, Viertel nach ist gut. Ich muss für heute beenden, leider, tut mir leid. Oh Gott,
kriege ich mein Zeug noch fertig. Wir können das nächste Mal auf jeden Fall hier noch schauen. Also hier müssen wir noch hinter. Hier waren wir auch noch nicht. Wieso waren wir hier noch nicht? Und hier waren wir auch noch nicht. Okay, habe ich vorher übersehen anscheinend. Anscheinend, ja. Okay, also hier können wir quasi noch hin das nächste Mal und hier auch noch komplett. Die Hälfte, ich würde sagen die Hälfte, glaube ich, wir haben hier zwei Notenblätter haben wir. Zwei Notenblätter und zwei Zylinder. Ah. Aber hier sind wir definitiv durch, würde ich sagen. Und hier fehlt uns eigentlich nur noch der Schlüssel. Aus Gärten. Weggeschossene. Und hier können wir noch nicht rein, aber hier glaube ich kommen wir von oben irgendwie runter, wahrscheinlich denke ich mal. Aber wo haben wir denn? Ah, hier war das Untergeschoss, genau. Hier haben wir noch einen Hafenschlüssel. Hier können wir auch noch schauen. Da kommen wir dann über. Hier kommen wir hoch. Kommen wir da raus. Untergeschoss. Hier ist eine Treppe, also eine Leiter. Na, hier nicht. War das hier? Was ist hier zugesperrt? Müssen wir auch mal schauen. Aber trotzdem, gut wie gesagt, beenden wir für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche gute Nacht und wir sehen uns morgen. Alles klar.